Maja, leif Membren, leif Freunden, leif Kollegen, Deputéiert, EU-Deputéiert, leif Membren oder Member aus dem Staatsrat, leif Gemengerät, leifen Herr Bürgermeister und natürlich leif Vertreter von der Presse. Ich wünsche euch alle gut von Herzen ein glücklich, gesund und friedlich neues Jahr 2026. Ich wünsche euch alle gut heute für allen Dingen merci. Merci für eure Loyalität, eure Geduld, eure Zeit und auch eure Courage. Für eine Zeit, wo viel Komödie und Kritik, ruhig und konsequent, RW mit mir, mit uns alle gut, mit der ADR zu gehen. An einer Partei wie der ADR ist nicht automatisch. Basis ist der Benzin an unserem Motor. Und dafür ist Parteiarbeit, sie wird an den Sektionen, an den Bezirken, die Gemeinderäte, die Fraktionen oder einfach nimmer an den alltäglichen Gesprächen mit den Leuten nicht nur wichtig, aber unverzichtbar. Ich finde ganz einfach, mit euch sind wir ein starker der. Ein neues Jahr heißt, kurz abhalten, durchatmen und reflektieren. Was wird uns wusste gelassen, was wird uns gefordert und was wollen wir besser machen? Liebe Freunde, 2025 war ein Jahr, an dem die Leute sich noch mehr bewusst gesehen, wie viele Sachen gleichzeitig auf einem Land können leisten. Wohnungsnot, Probleme am Gesundheits-, Pensions- und Schulsystem, Herausforderungen für eine Verteidigungsstrategie und parallel dazu eine internationale Unruhe, die keiner von uns weit weglässt. Auf wirtschaftlichem Plan gab es Zeichen von gradueller Erholung, aber viel steht, auf viele kleine Betriebe haben von der Statistik am Portemonnaie noch zu wenig gespürt. Auch dafür bleibt es für der wichtig, dass die Politik nicht nur groß und lang Reden hält, aber am Alltag wirkt für die, die arbeiten, die eine Familie ernähren, die einen Betrieb feiern, die eine Zukunft heute zu Lützeburg und für Lützeburg wollen aufbauen. Am Logement gouf 2025 weiter über Mesuren diskutiert, die den Marché sollen stabilisieren und Kauf oder Lokation erleichtern, mit Verlängerungen von fiskalen Maßnahmen und neuen Reformgesetz auch am Lokationsrecht. Als ADR so mir auch heute ehrlich, Reformparteiern allein bauen noch keine Wohnung. Die Leute wollen Resultate, nicht just Annoncen. In Europa hat sich weiter bewiesen, wie empfindlich Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und nationaler Verantwortung ist. Da war an ist es für der wichtig, dass Lützeburg nicht nur mitlebt, mir selbstbewusst sein Interesse vertritt, am Geist von einem Europa, das den Bürgern nah bleibt, aber wo Entscheidungen so nah wie möglich bei den Leuten geholt gehen. Und da gehört auch etwas dabei, was viele Leute hier im Land emotional berührt. Als Spruch, als Identität, als Stimme. Als Präsenz mit Ferner Cortez am Europaparlament ist da ein ganz wichtiges Zeichen. Es hat dazu gefeiert, dass die Rätin und Charta von der Europäischen Union auf Lützeburg übersät sind. Und wir bleiben daran, national wie auf EU-Niveau, dass der Lützeburger Spruch an unser Land respektiert und seriös geholt wird. Ein weiterer Punkt, den die Leute 2025 immer nächst beschäftigt hat, ist Vertrauen. Vertrauen an Institutionen, Vertrauen an Politik, an Demokratie, an Fairness vom System. Umfragen und Analyse weisen, Vertrauen ist da, aber das nicht gratis. Es braucht Transparenz, Respekt und Kontrollen, die funktionieren. Die Rolle von der ADR im Jahr 2025 war dafür klar. Konsequent, da wo die Regierung sich rausschwätzt oder nicht weit genug geht, Bürger nur da, wo sich die Leute alleingelost fühlen, und patriotisch am Sinn von Lützeburg und Lützeburger Bürger an den Mittelpunkt, ohne irgendwen zu degradieren, mit einem Modern, kein Nirvden. Wir haben nie behauptet, wir hätten für alle Probleme eine Zauberformel. Wir haben das gemacht, was der ausmacht. Probleme beim Namen nennen, und politisch seriöse Lösungswege proposieren und fordern. Und ich will ehrlich mit euch sein. 2025 war nicht immer einfach. Nicht für das Land und noch nicht für eine Partei, die bewusst dachs gegen den Strom schwimmt. 2026 wird es politisch
für allem auf 5 große Felder feiern. Erstens, und das war schon das letzte Sujet, Trenten und Generationsgerechtigkeit. Internationale Analysen warnen deutlich, dass der richtige Reformbedürfnis gibt, für das System langfristig aufzusichern. Wir wollen eine Lösung, die finanziell drohbar ist, sozial gerecht, nachhaltig und politisch ehrlich ist. Wie schon, 2025 wird der Heimat hoher Kompetenz schaffen. Als Pensionspolitik darf nicht als Wurstungszwang verwalten, wir muss Zukunft von uns an unserer Jugend aufsichern. Zweitens, Logement und Lebenskosten. Die Leute wollen, dass Wohnraum immer realistisch zielt, für junge Familien, Einzelpersonen. Wenn 2025 Reformen am Lokationsrecht waren, und Mesuren für den abordablen Wohnraum geholt sind, dann muss 2026 der Moment sein, wo Gerechtigkeit und Realität am Mittelpunkt stehen. Mehr Offer, mehr Steuer bauen, mehr Bürokratie, mehr Sicherheit für Lokatäre wie auch Proprietären und für alle Resultate, die am Alltag spürt. Drittens, Bildung, Spruch und Chancengleichheit. Wenn ein Land sein Fundament will stark halten, dann muss es in die Schule investieren. Nicht nur mit Strukturen, sondern mit einem klaren Kompass. Werte vermitteln, Leistung fördern und Integration möglich machen, nicht nur versprechen. Eine zusätzliche Belastung ohne Weitblick und mit einem Nirvdenen am Platz Modenen, wie der Lohn am Projekt Alpha auf unser Schulsystem durchkommt, ist unverantwortlich. Viertens, Sicherheit und Rechtsstaat. Der Staat hat eine Kernaufgabe: Sicherheit von den Bürgern und Schutz vom Eigentum. Und eine Justiz, die sehr und gerecht funktioniert. Der wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Rechtsstaat sich nicht selber lähmt und dass die Polizei die nötige Mittel kriegt, für eine Sicherheit zu garantieren, ohne aber dabei zu einem Überwachungsstaat zu mutieren. Fünftens, ganz aktuell an den Medien, eine gerechte Steuerreform, die das Familienmodell wertschätzt. Gestern ist die neue Steuerreform präsentiert worden, laut unserem Finanzminister eine Steuerreform, die die gesellschaftliche Realität der Rechnung dreht und das Schaffen sich lohnen muss. Ja, Schaffen muss sich lohnen, aber nicht auf Kosten von den Familien und unseren Kindern. Die Steuerreform ist eine familienpolitische Gesellschaftsreform. Als ADR können wir nicht ein Gesellschaftsmodell unterstützen, wo Eltern gezwungen oder encouragiert sind, hier Kinder an eine Struktur aufzugehen, für schaffen zu gehen, weil sie sonst nicht über die Runde kommen. Was die Leute von uns erwarten können am Jahr 2026, ein ADR, der nachlauscht, ein ADR, der konsequent bleibt, ein ADR, der nicht schwätzt für Schlagzeilen, mehr für Resultate. Und ein ADR, der gegen den Strom schwimmt, auch wenn es tags unbequem ist. Liebe Members, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Partei ist nicht nur eine Fraktion oder das Nationalkomitee. Eine Partei ist ein ganzes Menschennetz. Eine Partei, das sind wir alle gut haben. Leute, die sich nur der Arbeit noch Zeit holen. Leute, die wie ganz auf einem Stand stehen, die eine Reunion präparieren, die einen neuen Member begrüßen, die Kritik entgegenholen und trotzdem daran leben, dass Politik mehr ist, wie in einem Theater. Liebe Freunde, ich wünsche mir, dass wir 2026 als ADR verstärken, was uns am besten gelingt. Bürger Präsenz, pragmatische, realistische Argumente, einen respektvollen Ton, du draußen wie an den sozialen Netzwerken und eine Kohärenz, die Vertrauen schafft. Wir müssen nicht am Herz birlen, wir müssen die zuverlässig sein. Und dafür rufe ich euch auf. Bleibt engagiert, bringt dir Ideen, schwätzt mit den Leuten, auch mit denen, die nicht direkt oder gut nicht mit euch sehen sind. Weil eine Partei, die für das Land Verantwortung will drohen, muss verbannen,
nicht spalten. Wir müssen herum können diskutieren. Wir sind fest und entschlossen als Werte, aber wir bleiben menschlich an der Manier, wie wir sie vertreten. Liebe Freunde, ich wünsche mir für 2026 Jahre, an dem wir als Land den Zusammenhalt mehr hochhalten wie die Polarisierung. Und ich verspreche euch, dass ihr wird da bleiben, wo sie hier könnt. Mitten an der Bevölkerung, mit ihren Sorgen, Hoffnungen und Forderungen. Mit einer klaren Linie, mit Respekt und mit dem festen Willen, das Land nicht verwalten zu lassen, mit zu gestalten. Ich sage euch nochmal ein ganz großes Merci für das Vertrauen. Los uns 2026 zusammen mit Ruhe, Klarheit und Zusammenhalt umgehen. Ich wünsche euch alle ein schönes, gesund und gesegnete Jahr 2026 für euch, eure Familien, als Partei und für Lützeburg, weil wir Lützeburg gerne haben.